Seit fast 10 Jahren ist Inga Meinertzagens Arbeitsplatz ein ganz spezieller, nämlich unter dem Ausläufer der Zoobrücke. Sobald sie ein Stündchen gearbeitet hat, geht es meistens los mit dem Verkehr. Es ist ja wirklich hier unter dieser Schnecke von der Zoobrücke, dem Abläufer. Und wenn hier so schwere Transporter dann auch die Zoobrücke abfahren und Richtung Innenstadt fahren, je nachdem wie schwer die Transporter sind, dann merkt man das schon so ein bisschen im Büro, dass das so leicht am Vibrieren ist. Aber man gewöhnt sich nach all den Jahren auch daran und das gehört irgendwie dazu. Seit 1966 führt die 6-spurige Brücke über den Rhein und war schon lange zuvor geplant. Nur bei der Umsetzung des Baus musste ein wenig nachgeholfen werden, wie der ehemalige Brückenamtsleiter Reinhard Thon weiß. Das war in der Politik umstritten. Aber der damalige Brückenchef, das war der Karl Schüssler, der ließ an dem Tag, wo die Ratssitzung war, wo pro oder contra abgestimmt werden sollte, ließ der die Severinsbrücke sperren, weil er da Wartungsarbeiten durchführen müsste. Und ganz Köln versank in einem Verkehrschaos. Das natürlich hat so manchen Ratspolitiker wahrscheinlich bewogen zu sagen, ja, brauchen wir wohl doch. Herausgekommen ist ein Weltrekord, nämlich die am weitesten gespannte Kastenträgerbrücke. Am 22. November 1966 wird die filigran gespannte Brücke vom damaligen Kölner Oberbürgermeister Theo Buraun eröffnet. Köln ist nicht nur die Stadt mit dem stärksten Brückenverkehr, sondern ich glaube auch die interessanteste Brückenstadt der Welt. Die Brücke ist also außergewöhnlich, sie ist völlig unsymmetrisch. Sie hat nahe am rechten Ufer einen Strompfeiler und das ist der einzige. Man hat hier einen Bogen des Rheins. Ich bin kein Schiffskapitän, kann mir aber vorstellen, wenn denn da noch ein Brückenpfeiler im Weg steht, wird das Manövrieren schwierig. 10.000 Tonnen Stahl ruhen auf diesem einzigen Sockel im Rhein. 4 Jahre dauert es, bis der lange Bauch der Brücke fertig ist. Maßarbeit, sagten die interessierten Zuschauer, als sich die geschwungene Stahlkonstruktion in der Mitte schloss. Architekt Gerd Lohmer im hellen Mantel wollte die Zoobrücke eigentlich blau statt typisch grün streichen lassen. Das war jedoch höchst umstritten. Das führt in Köln unweigerlich zu einer Ratssitzung und zu einer Kontroverse. Und der hochweise Rat hat dann beschlossen, nein, es bleibt beim Kölner Brückengrün. It's all over now, baby blue. Das Kölner Brückengrün ist eine ganz spezielle Farbe, von der man gar nicht wissen darf, aus was sie alles besteht. Es gibt aber Fachfirmen, die das also wissen und die das dann genau wieder anmischen können. Zur chromoxidgrünen Zoobrücke gehört die Seilbahn dazu. Inga Meinertzagen nutzt die nur allzu gerne, um staufrei von der einen auf die andere Rheinseite zu kommen. Die Seilbahn war sogar eher da als die Brücke. Um die Zoobrücke zu erstellen, wie sie jetzt ist, konnte die damalige Seilbahn nicht bleiben, musste derzeit dann komplett abgebaut werden. Obwohl sie zur Bundesgartenschau 1957 extra gebaut worden war. Als die Zoobrücke fertig war, da wurde dann beschlossen, dass die Seilbahn wieder aufgebaut werden sollte. Ich bin jetzt in dem super guten Vorteil, dass auch von oben, von Büro aus auch beobachten kann, wie viel Stau haben wir gerade, um den Stau dann auch entsprechend zu umgehen. Und man kann über die Zoobrücke nicht nur rübergleiten, sondern sie auch befahren begehen und durch sie hindurchlaufen. Im Jahr 2000 wurde sie durch den Künstler Serge Spitzer im Rahmen der Expo dank 100.000 Kölschstangen zum begehbaren Kunstwerk. Und da die Brücke ja schwingt wie jede Brücke und nach einem Vierteljahr sah die ganze Skulptur völlig anders aus. Da waren da Scherben und jetzt kam natürlich anschließend die Frage, wie kriegen wir das Glas da wieder raus? Mit einem Riesenstaubsauger wurden dann 100.000 Kölschgläser aus der Brücke gesaugt. Als Kunstwerk sehen die Brücke sicher nicht alle Kölner. Auch Inga Meinertzagen findet sie nicht unbedingt schön, aber ziemlich wichtig. Die Zoobrücke, das ist für mich eine der bedeutsamsten Brücken hier in Köln. Ich kenne die seit meiner frühesten Kindheit. Es gibt keine Uhrzeit, über die ich nicht hier irgendwann mal von links nach rechts oder rechts nach links drüber gefahren bin.
Und wenn man dann noch den Blick auf den Dom hat, ich finde es toll. Eine in der Tat tolle Brücke, von der der Blick auf die Kölner Skyline kaum zu übertreffen ist.